Hallo oder besser gesagt, hey hey liebe Reisefreunde aus Schweden, das 35. Land unserer Reise. Wir sind endlich da, obwohl endlich vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir sind seit vorgestern da und haben die letzten Tage hier auf diesem Stellplatz in Göteborg verbracht. Warum Göteborg? Steffi hat eine ganz liebe Freundin getroffen, die sie aus Malaga kennt. Gestern haben sie zusammen die Stadt erkundet und dann hatten wir auch noch Besuch aus Deutschland und zwar von Manu und Carmen von Schaldose und Tour. Die stellen wir euch dann aber später vor. Dieser Stellplatz hier, eigentlich mitten in der Stadt, ist eine ganz gute Anlaufstation, wenn ihr mit der Fähre ankommt. Er ist ungefähr 10 Minuten vom Fährterminal entfernt, kostet 240 Kronen für 24 Stunden, also 24 Euro. Ganzen Haufen Geld, aber es lohnt sich, weil man kommt von hier aus wirklich perfekt in die Stadt. Wir haben heute Morgen die letzten Vorbereitungen für unsere Tour getroffen durch Schweden. Wir sind vorbereitet, wir wissen, wo wir durchfahren und jetzt ist wirklich Zeit, um ins Abenteuer Schweden zu starten. Ihr kommt natürlich mit, das freut uns und los geht's! Noch nicht mal richtig aus Göteborg raus, da kommt schon das erste Highlight, eine Zugbrücke, die jetzt gerade raufgegangen ist. Richtig spannend, da fahren jetzt zwei kleine Segelschiffe unten durch und wir dürfen warten. Richtig cool, das haben wir glaube ich auf unserer Reise das letzte Mal in Frankreich gesehen. Oh, da kommt noch ein richtig großes Schiff, das könnte natürlich der Grund sein. Aber ich denke, dann können wir Karl mal ausmachen. Ja, das geht noch. Und damit verzögert sich unsere Reisezeit um gefühlte 30 Minuten. Aber wir haben ja Zeit und freuen uns auf Schweden. Ja, ist richtig spannend. Wir sind noch vielleicht 15 Minuten unterwegs, sind jetzt schon im Grün draußen. Göteborg ist sowieso extrem grün, ja. Hat mitten in der Stadt ganz einen großen Park mit ganz vielen lokalen oder schwedischen Tieren. Genau, Elche gibt es da und Ziegen und schwedische Ponys und Rentiere, alles mögliche. Richtig cool. Seehunde. Und jetzt hoffen wir, dass wir die Tiere dann natürlich irgendwann auch in der Wildbahn. Jetzt weiß ich ja, wie groß die sind und weiß, nach was ich Ausschau halten muss. So, übrigens, ihr seht, wir haben immer noch nur eine Sonnenbrille. Liebe Reisefreunde, jeder hat doch irgendwie so eine Vorstellung von einem Land. Wenn er an ein Land denkt, dann hat er Bilder im Kopf, dann weiß er in etwa, wie es aussehen soll. Sei das aus einem Film, aus einer Dokumentation vom Fernsehen oder irgendwie von Freunden, die was erzählt haben. Bei mir ist das in Schweden ganz speziell stark ausgeprägt. Ich stelle mir dann immer so ein rotes Häuschen vor, das irgendwo an einem See steht, wo man die Angel ausschmeißen kann. Und ja, wo es einfach richtig schön ist. Sprich, Schweden hat es wirklich bei mir nicht leicht, weil ich wirklich ganz hohe Erwartungen an Schweden habe. Aber diese Erwartungen, die wurden soeben das erste Mal so richtig erfüllt. Wir sind nämlich jetzt kurz nach Göteborg abgebogen auf die Inseln Tjörn und Orust und das möchte ich euch schon richtig ans Herz legen. Das ist ein kleiner Abstecher vom Inland aus auf zwei Inseln und hier fährt man über die Brücke im Hintergrund und hat schon mal eine fantastische Aussicht auf diese Schärenlandschaft. Das ist wirklich ganz, ganz schön und das erfüllt dann auch schon mal so ein bisschen die Vorstellung, die man von Schweden hat. Ich zeige euch gleich die Bilder. Es ist wirklich herrlich. So kann Schweden doch starten. So startet unser Roadtrip richtig.
Eigentlich wollten wir nur kurz einkaufen gehen hier bei ICA, aber der Einkaufsladen war jetzt so groß, dass wir schlicht und einfach die Zeit vergessen haben. Es ist mittlerweile 16 Uhr, 4 Uhr nachmittags. Steffi pflanzt da hinten gerade den Salat ein, den wir gekauft haben. Ja, wir haben hier Samen für Pflücksalat gekauft. Super cool. Ja, was soll ich sagen, der Laden ist wirklich riesig groß und ich würde mal sagen, nächstes Mal nehmen wir euch mit, oder? Schreibt mal nur in die Kommentare, ob ihr Bock habt, dass wir euch auch hier wieder mitnehmen zum Einkaufen. Es lohnt sich auf jeden Fall, es gibt viel Spannendes zu entdecken. Für uns gibt es heute auch noch viel Spannendes zu entdecken, weil wir haben noch einige Kilometer vor uns, vor dem Platz, wo wir eigentlich übernachten wollen. Aber wisst ihr, was richtig cool ist? Man kann noch so die Zeit vergessen in Schweden, es spielt keine Rolle, weil es bleibt so lange hell. Das ist einfach kein Problem. Der Tag ist so lang und man ist so lange fit, da kann man auch um 11 Uhr noch einen Stellplatz suchen. Also, wir haben alle Zeit der Welt. Wenn Steffi da hinten fertig ist, dann geht die Reise weiter in Richtung Norden zum Vänernsee. Den kennt ihr wahrscheinlich alle. Ja, und schreibt es unten in die Kommentare. Einkaufen oder nicht? Los! Wir können es nur immer und immer wieder empfehlen, liebe Reisefreunde. Schaltet bei euren Navis die Mautstraßen und die Autobahnen aus und ihr erlebt die allerschönsten Dinge in Europa, die man nur erleben kann. Ihr seht es, ich stehe hier irgendwo in der schwedischen Pampa und wir sind mittlerweile sogar so weit, dass wir auf Schotter fahren, aber das macht richtig Spaß. Die Gegend hier ist atemberaubend, es hat so viel Natur, so viele schöne Höfe, es ist wirklich richtig cool. Darum schaltet immer bei euren Navis, wenn ihr unterwegs seid, Autobahnen und Mautstraßen aus und erlebt solche coolen Dinge. Karl macht das Ganze natürlich wieder super mit und es macht richtig Spaß, hier heute durch Schweden zu cruisen. Es ist mittlerweile 5 Uhr abends, ihr seht es, schönstes Wetter, Sonnenschein, weiter geht's. Nur ein paar Minuten nach den letzten Aufnahmen haben wir jetzt unseren allfälligen Stellplatz für diese Nacht gefunden. Natürlich wieder über die App Park4Night direkt am See. Wir sind super gespannt. Wir machen uns jetzt gleich auf die erste Entdeckungstour. Schauen mal, was es alles hat hier, ob das Übernachten möglich ist, so wie wir das wollen. Was schon mal feststeht, wir haben kein Handyempfang hier hinten, also auch kein Internet. Ich denke, das wird nicht das letzte Mal sein in Schweden. Daran müssen wir uns gewöhnen. Und ja, es ist einfach herrlich. Ihr habt die Bilder gesehen. Da vorne ist der See. Ich warte noch kurz auf Steffi und dann geht's los. When everything is on, we light a candle. We're breathing really slow without it. We're waiting for the dawn with empty bottles. Bleiben wir hier? Ich denke schon, aber ich musste mich schon sichern. Hier hat so viele Fliegen und wenn ich hier die Tür auflassen will, dann muss ich hier sofort was aufhängen. Und wir haben ja so Tüllstoff dabei für die hintere Türe und für die beiden Seitentüren. Und dann haben wir immer noch ein Stück übrig, das wir zur Not auch vorne noch an die Fenster machen könnten. So ein bisschen vorbereitet sind wir ja schon. Ja, und hier stehen wir jetzt momentan. So sieht das Ganze aus. Ganz alleine irgendwo in der Pampa. Und du gehst jetzt mal schön Feuerchen machen. Wenn ich komme, dann hoffentlich hat es schon eine richtig geile Glut. Ja klar, ich gehe jetzt Feuer machen und du machst alles andere parat. Ich gehe jagen. Gut. Zwar niemand da außer uns, aber da hat sogar eine Toilette, das ist natürlich richtig cool. So, und das soll heute Abend unser Platz fürs Nachtessen werden, Abendessen. Richtig cool, oder? Direkt am See mit einer Feuerstelle, alles was dazugehört. Mega. Und ich mache jetzt mal Feuer. Feuer brennt schon mal. Ich kann das nämlich auch, das kann nicht nur Steffi, das habe ich auch gelernt. Ich habe ja schließlich den besten Papa der Welt, mit dem ich tagtäglich früher in die Wildnis gegangen bin, Spuren gesucht habe und natürlich Feuer gemacht. Darum ist das auch für mich kein Problem. Ohne
Beihilfen, nur mit einem Feuerzeug natürlich. Ja, das wird super schön. Ihr seht es im Hintergrund am See. Es könnte nicht schöner sein. Sorry, wenn wir euch hier wirklich neidisch machen heute, aber uns gefällt es so gut. Es ist einfach herrlich. Bin ich gespannt, was zum Nachtessen gibt. Steffi bereitet alles vor. Ich schaue, dass es bis dann alles bereit ist und ihr seid natürlich den ganzen Abend dabei. Like a domino. Whoa, open your eyes, I'll prove. Und während wir jetzt hier artig auf Steffi warten, gibt es für euch eine weitere YouTube-Vorstellung. Die letzte ist ja so gut angekommen bei euch. So viele Feedbacks zu Never Stop Exploring und zu Step by Step Travel. Das hat mich super gefreut. Vielen lieben Dank. Heute habe ich die Vorstellung für euch von der Schalldose on Tour. Das ist Manu und Carmen und die cruisen mit ihrem VW T5 durch Europa und sind ganz reisebegeisterte, coole Leute. Wir durften sie begrüßen in Göteborg auf dem Stellplatz. Wir durften sie da endlich einmal persönlich kennenlernen. Das war so cool. Wir haben das schon so lange geplant. Und dann kamen wir natürlich nicht drum herum, euch den Van zu zeigen. Servus, kurze Roomtour Bustav, sehr kurz gehalten, damit es euch nicht zu sehr langweilt. Das hier ist der Wohnraum. Viel mehr ist es nicht. Wir haben einen fahrbaren Drehsitz, drehbaren Fahrsitz, Beifahrersitz. In meinem Möbel hier integriert gleich Tisch. Da drin ist dann auch noch die ganze Verkabelung für die Ladegeräte. Und damit man sich hier gegenüber sitzen kann, kann ich die Matratze hier hochklappen. Einen weiteren Sitzplatz hier aufklappen. Und kann auch hier gemütlich sitzen. Das ist übrigens dann auch mein Arbeitsplatz, wenn ich von unterwegs mal irgendwelche Sprachaufnahmen mache. Das findet dann hier drin statt. Ansonsten, der eine oder andere hat es vielleicht gesehen auf dem Video von der Abenteuer Allrad. Wie der Mogli so schön sagte, ich habe den längsten Auszug am Platz. Grund für dieses Monstrum war einfach, dass ich versucht habe, den Stauraum so geordnet wie möglich zu machen. Heißt also, hier unten die Lage kann ich komplett ausziehen. Ich komme aber auch von oben dran. Habe da noch mal ein paar Boxen drin. Also ich finde Boxen einfach geil. So, die Küche befindet sich hier hinten. Ebenfalls auf Schubladen. Schubladen sind einfach mega gut, weil man sich da einfach besser organisieren kann. Man muss nicht irgendwo reinkramen und irgendwelche Sachen stapeln. Zusätzliche Arbeitsfläche. Alles, was man braucht, hier drin. Kühlbox und weitere Vorräte da hinten. 35 Liter Kühlschrank reicht völlig aus, um sich schnell irgendwo hinzusetzen. Campingstühle sind ruckzuck aufgebaut. Roomtour in 2 Minuten. Was ist das genau für ein Fahrzeug, was du hier fährst? Das ist ein VW T5, Baujahr 2004, habe ich gekauft mit 200.000 Kilometern. Warum genau VW T5? Ja, keine Ahnung, ich bin so ein VW-Kind. Irgendwie, ich habe, mein erstes Fahrzeug war ein VW und irgendwie fühle ich mich da so ein bisschen hingezogen. Es ist zwar eigentlich dumm, weil man bezahlt viel zu viel Geld, aber irgendwie, ja, es hat sich ergeben und dann habe ich gedacht, schlage ich zu. Der Umbau, der ist soweit fertig oder fehlt noch was? Er ist grundsätzlich fertig. Jetzt nach der ersten Reise merkt man natürlich wieder Sachen, die nicht so gut funktioniert haben oder die man verbessern könnte. Also fertig ist er nie. Und du hast das alles selber umgebaut, alles dokumentiert auf deinem YouTube-Kanal. Da findet man was für Videos und wann? Also wann? Immer sonntags um 10. Es geht im Prinzip, fängt an von Wartungsarbeiten, wie wechsle ich einen Dieselfilter, bis hin zu, wie baue ich meinen T5 um zum Camper. Es geht sehr viel auch darum, Trial and Error beim Thema Ausbau. Also es werden auch Dinge zu sehen sein, die nicht ganz so gut laufen, aber immer mit einem Mehrwert. So ist zumindest meine Hoffnung. Die letzte Frage immer die gleiche. Wo geht die nächste Reise hin? Die nächste Reise von hier aus erstmal wieder nach Deutschland zum Dachzeltfestival und danach die nächste Reise, ich würde ja gerne nach Irland. Dann wünschen wir gute Fahrt. Danke gleichfalls. Ein richtig cooles Teil, oder? Ich finde, Manu hat das Ganze so cool ausgebaut. Mega. Also wirklich, schaut mal bei
Kanal von Schaldrose on Tour vorbei. Den findet ihr hier oder hier oben und lasst mal einen Gruß von uns da, das ist wirklich cool. Ihr findet da ganz, ganz viele, wie gesagt, Ausbauvideos und solche Sachen. Also ich finde die richtig cool. Ich warte jetzt weiter auf Steffi und ihr könnt in dieser Zeit mal unten in die Kommentare schreiben, vielleicht wäre ja ein VET5 Bus was. Ich weiß gar nicht, ob es den vielleicht auch mit Allrad gibt, weil mit dem Defender haben wir nach euren vielen Kommentaren schon eigentlich fast abgeschlossen. Das Teil ist ja wirklich nicht zuverlässig und wenn so viele schreiben, dass sie so viele Probleme haben, ich glaube nicht, dass dieses Auto wirklich in Frage kommt. Darum schreibt jetzt unten in die Kommentare VET5, so ausgebaut wie Manu oder ähnlich. Was haltet ihr davon? Schreibt es unten hin. Ich freue mich auf ganz, ganz viel Interaktion mit euch wie beim letzten Mal und ja, warten wir mal weiter. Dem Feuer geht's gut. What's standing in front of you will hit you like a domino. Und was meinst du zum Feuer? Ja, Zufrieden? ist schon schön runtergebrannt. Da können wir schon bald loslegen. If silence what you are, then please remember my kiss will not be hanging forever. Heute gibt es natürlich auch wieder verschiedene Sachen. Einmal haben wir hier Salat, dann in Alufolie, weil das ist Reste von gestern, Maiskolben. Dann haben wir hier eine Peperoni gefüllt mit ein bisschen Creme fraiche und allerlei Butter für den Mais. Hier haben wir noch Kartoffeln schon gekocht, gefüllte Pilze. Können wir sonst mal reinschauen. Die sind mit Frischkäse und Knoblauch und allerlei gefüllt, auch ein bisschen Käse drauf noch. Dann haben wir Würstchen, schwedische Würstchen, eine Scheibe Halloumi und hier haben wir noch Rindsspieße mit einer Pfeffersoße dran. Das lassen wir aber noch ein bisschen ziehen. Ganz schön üppig hier, hä? Ja. Kann man mal machen. Am ersten Abend in Schweden. Ja, ich denke auch. Vor allem das Bier passt, oder? Sehr schwedisch. Craving for your love since last November, but you turn around when I wanna talk. Oh, when you need me. Time. Schaut euch diesen Teller mal an, liebe Reisefreunde. Ich würde sagen, Gönnung pur. Oder was meint ihr? Im schwedischen Sommer am Wasser. Perfekt. Say what you're looking for. I'll hit you like a domino. Oh, open your eyes, I'll prove what's standing in front of you. Und dann hat irgendwann auch der schönste Abend ein Ende. Ja, leider. Ich muss das Feuer ausgehen lassen. Es tröpfelt so ein bisschen. Ja, es kommt leider ein bisschen Regen. Aber mit den Mücken hatten wir gar keine Probleme. Die Fliegen während des Essens, die waren echt nervig. Ja, die habt ihr vielleicht gesehen auf den Aufnahmen, die waren richtig nervig. Aber ansonsten hatten wir keine Stechmücken. Wir haben aber auch ein bisschen was eingesprüht. Vielleicht ist das Zeug einfach so wirksam. Ja, wir haben hier Spray. Der nennt sich No Bite. Haben wir das hat geschenkt also- bekommen von Campofund. Vielen lieben Dank euch nochmal. Vielleicht hat das gewirkt, keine Ja, Ahnung. Die riechen auch so ein ganzes kleines bisschen nach Zitrone. Nach Zitrone, nach Rauch, nach allem Möglichen. Halt Ja. wie wenn wir einen super Abend gehabt hätten. Wir überlegen uns, vielleicht springen wir noch in den See. Mal schauen, wie warm es ist. Ja, ist nicht so kalt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh wieder zum Frühstück, wie gewohnt. Wir setzen die Tradition fort. Seit wir losgereist sind, haben wir jeden Tag gefilmt. Und das finde ich richtig cool. Ich hoffe, das gefällt euch auch. Und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach oben. Und abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.